Moin Moin Freunde, was geht ab? Heute werden mal wieder unangenehme Fragen zu 100% ehrlich beantwortet. Big Shoutout an Papa Platte, bei ihm habe ich dieses Format zum ersten Mal gesehen, deshalb Dankeschön. Ich check nicht, was du von mir möchtest, Digga. Und ich habe sein Merch an als Dankeschön, I guess. Moin Moin, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bitte beantwortet. Und warum verdecke ich mich? Hier bin ich zu sehen. Warum habe ich so nasse Haare eigentlich? Sehe ich gut aus? Chat, sehe ich wenigstens gut aus jetzt im Video? Die folgenden Fragen ehrlich. Das Video ist zwar nicht von Barilla gesponsert, aber Melo hat eine kleine Nudel. Meine Nudel kann ich dir gerne auch noch auf einer anderen Plattform zeigen. Hast du schon mal Nudes verschickt? Kann ich aber machen. Ja, ich habe schon Nudes verschickt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video gesagt habe, aber ja, ich habe das gemacht. Nee, ich habe noch nie Nudes verschickt, tatsächlich. Ich persönlich finde jetzt Nudes verschicken nicht etwas extrem Schlimmes, wenn man der Person vertrauen kann oder wenn man in einer Beziehung ist, dann finde ich das nicht schlimm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, du hast Nudes verschickt, mega schlimm. Man sieht... Ja, aber Adi hat jetzt einfach... Also was heißt das eigentlich? Nudes verschicken an jemanden als Mann. Heißt das jetzt einfach, Adi ist hingegangen mit seinem Handy und hat ein Foto von seinem Penis gemacht oder was? Und das einer Dame oder einem Mann verschickt. Sieht's mir vielleicht jetzt nicht unbedingt an, aber ich habe noch nie in meinem Leben Nudes... Und übrigens, meine Frisur sitzt wieder 10 von 10. Verschickt. Weder an meine Freundin noch früher an irgendjemanden. No Nudes. Macht es nicht nach, denn es kann schnell gehen und die Bilder sind im Internet. Ich sage nein zu Nudes. Aber es waren sehr gute Nudes. Viel Geld und keine Familie oder eine Familie und sehr wenig Geld? Okay, warte. Ja, das ist ja eigentlich wirklich eine ganz, ganz klare Sache. Sehr wenig Geld und eine Familie, weil die Situation habe ich gerade und es ist nicht so schlimm. Es ist ganz gut. Keine Familie haben, Sehr wenig Geld, niemals sehr wenig Geld, Hannah. Jetzt mal ehrlich. Das ist Big Cap. aber dafür sehr viel Geld oder eine Familie haben und dafür sehr wenig Geld. Ich finde das noch schwierig. Geld macht dich nachhaltig nicht glücklich. Darum würde ich sagen, wenig Geld und natürlich eine Familie. Ja, nee, 100%ig. Also das würden doch alle auch so unterschreiben, oder Chat? Oder seid ihr jetzt im Chat wirklich die einzigen Menschen, die solche extremen geldgierigen Geier sind, dass ihr das Geld nehmen würdet? Natürlich würde jeder mit einem normalen funktionierenden Gehirn einfach seine Familie auswählen und nicht extrem viel Geld, I guess. Es ist ganz gut. Es ist ganz gut. Ich fühle mich wohl mit wenig Geld und einer Familie. Ich weiß nicht, wer da was anderes sagt. Und wenn Adi was anderes sagt, dann bist du wirklich der allerletzte, Digga. Eigentlich sollte man ja sagen, safe eine Familie, dafür aber wenig Geld. Aber ich finde das ehrlich gesagt noch schwierig, weil ich bin ein Mensch, ich habe nicht so gern finanzielle Unsicherheit. Das heißt jetzt nicht, dass ich Millionen verdienen muss, aber ich mag es, wenn ich so am Ende vom Monat einen fixen Betrag auf dem Konto habe, dass ich weiß, ich kann die Miete bezahlen, Essen bezahlen und ich weiß nicht, ob es... Sag jetzt nicht, dass er an seine Familie snitcht. Sag nicht, dass er seine Familie jetzt snitcht. Komm. geil ist, wenn man eine Familie hat, aber immer in einer finanziellen Unsicherheit lebt. Aber wenn ich mir vorstellen kann, dass jemand es sagt, dann Adi, Digga. Deshalb würde ich tatsächlich in diesem Fall unter all den Umständen sagen, dass ich lieber keine Familie hätte, dafür mehr Geld. Nee, das gibt es nicht. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Digga, also wirklich, nein. Wie kann man so sein? Der kann doch nicht, ab jetzt, ich weiß warum. Adi, ich weiß 100%ig, warum du keine Freundin abbekommst. 100%ig, Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es geht um die Zukunft und nicht die jetzige Familie. Dass man später eine Familie hat. Ja, aber dann hat doch jeder die Frage falsch verstanden. Ja, okay, scheiß drauf. So blöd kann keiner sein. Ist es weird, dass ich das sage? Oder versteht ihr meine Gedanken? Nee. Wie lange kannst du ohne Duschen oder Baden aushalten? Ich sage euch ganz ehrlich. 2 Tage. 3 bis 4 Tage kann ich easy mal ohne Duschen überleben. Na, ich sag 2 Tage, maximal 3. Ich dusche eigentlich fast jeden Tag, aber wenn ich die ganze Zeit nur hier am PC rumhänge, dann, also so als Challenge-mäßig, so eine Woche würde ich wahrscheinlich schon aushalten. Zum Beispiel Warum habe ich am längsten gesagt? Ey, das gibt's doch nicht. waren wir gerade vor einer Woche am Bigger Chur und wir hatten da keine Dusche in der Wohnung, in der wir geschlafen haben und da habe ich auch, glaube ich, 3,5 Tage nicht geduscht und wenn man Deo dabei hat, frische Unterhosen, ist es nicht so schlimm. Hast du einen Crush? Wie kann man keine Dusche in der Wohnung haben? Hä?
Auf einen Influencer? Scheiße, Digga. Der Adi nimmt das Video nur als Vorwand, damit er mir die Fragen stellen kann, wetten? Einen Crush auf einen Influencer, Digga. Nie. Nee, hab ich nicht, nee. Kannst du mir einfach so schreiben, wir müssen kein YouTube-Video drehen. Tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, hier in dieser Kamera habe ich keinen Crush auf einen Influencer. Ich sag einmal so, ich habe letztens erst geheiratet. Ja, okay, das ist... Nicht. Ja. Aber Das war jetzt nicht ehrlich. ich habe schon mal einen Crush auf einen Influencer gehabt. Als wir in Berlin waren, zusammen mit Adi und meiner Freundin, hat sie gefragt, yo, welchen Influencer bzw. welche Influencerin findet ihr nice? Und Adi dann so, ja doch, also Emma Luise ist schon, finde ich schon noch schön. Das war ein großer Fehler, habe ich gesagt, ja, da stimme ich dir zu. Und damit habe ich es mir verspielt. Jedes Mal, wenn ich den Namen sage, dann wird meine Freundin sauer. Hund oder Katze? Nein, das war's komplett, Digga. Ich drop auch einfach einen Namen. Weil, wisst ihr, wenn hier steht, unangenehme Fragen 100% ehrlich beantworten. Niemand sagt Namen oder Zahlen oder irgendwas. Ich droppe einfach die Facts. Ey. Und nichts, Buba. Ich mach kein Auge auf niemanden. Ey. Katze? Die Leute, die meine Streams schauen, die wissen, ich hasse Katzen, aber dafür hasse ich auch noch Hunde. Ja, ich hasse beides, deshalb sehr, sehr schwierig. Aber ich würde sagen, dass ich lieber Katzen habe, einfach weil sie weniger Aufwand sind. Hund eindeutig, ich finde Katzen sind asozial, unvorhersehbar und Hunde sind lieb. Ich bin einfach ein Hundemensch. Ganz klare Sache. Ich hatte mein ganzes Leben lang eine Katze. Darum würde ich sagen, eine Katze, weil ich würde auch einfach den Hund vergessen und mich nicht genug um den Hund kümmern. Weil ein Hund, der braucht sehr, sehr viel Liebe und ich würde ihn einfach vergessen, Digga. Oder ich würde einfach zu wenig Liebe geben und ein Hund hat viel Liebe verdient und ich würde zu wenig geben. Welche Drogen hast du in den letzten 4 Wochen genommen? Das ist natürlich eine extrem lange Liste an Drogen. In den letzten 4 Wochen habe ich keine illegalen Drogen genommen. Einfach Vorbild. Nur Alkohol, also nichts anderes sonst. Ich habe nur Alkohol getrunken. Ich bin so clean, Mann. Motherfucker, Alter. Das Einzige, was man sagen kann, ist Koffein und Zucker. Aber das sind eigentlich die einzigen 2 Drogen, die ich genommen habe. Keiner macht den Drogen. Aber ich sag ganz ehrlich, Ey, was, Kappa? Verpisst euch. Es wirklich wahr. Ich trinke, auch jetzt hier, zum Beispiel im Stream, hab einfach nur Wasser hier. Weil ich gesund unterwegs bin. Und einfach den Healthy Lifestyle lebe. wenn ich manchmal Milo sehe, würde ich am liebsten ganz, ganz viele Drogen nehmen. Sag bitte mal ganz ehrlich, wer von den anderen beiden macht die besseren Videos? Ihr Pappenasen müsst jemand auswählen. Ey, Mann. Ja, was soll ich sagen? Muss ich das jetzt hier wirklich sagen? Ich kenne den Adi schon länger und Oha, ja, okay. ich verfolge Maelo nur auf TikTok. Okay. Milo kenne ich schon 5 Jahre. Hannah kenne ich schon ein paar Monate. Aber Hannah und ich sind verheiratet. Jetzt ist halt die Frage, stehe ich zu einem langjährigen Freund oder stehe ich zu meiner Frau? Ich sage jetzt Adi, weil in Adi sein Content bin ich mehr integriert und deswegen ist der Content besser. Deshalb würde ich sagen, dass ich die Videos von Milo ein bisschen besser finde. Einfach, weil er länger YouTube macht. Ich bin aber gespannt, was die anderen... Ja, okay, Digga. Nur weil ich länger YouTube mache. Nicht irgendwie, weil generell besser ist oder sowas, sondern ich mache einfach länger YouTube. Scheiß drauf. Das war auch das letzte Video, das wir zusammen gemacht haben. Ja, es ist klar, was die anderen sagen. Hannah hat jetzt noch nicht so viele Videos gemacht, darum würde ich jetzt einfach mal sagen, Adi ist more experienced. Mit Adi habe ich schon viele intime Momente erlebt und darum kann ich fast nichts anderes sagen. Hannah, ich liebe dich trotzdem noch. Willst du ein Kind mit mir machen? Wie groß war deine bestbezahlte Kooperation? Ey, was sind das hier für Fragen? Wahrscheinlich nicht so hoch wie die von den anderen beiden. Jetzt bin ich gespannt, wie viel die anderen verdient haben. Ich habe hier gesagt, wahrscheinlich nicht so hoch wie die anderen. Wenn es wirklich so ist, dann bin ich sauer. Darf man das sagen? Ja, safe. Vor allem bei Hannah jetzt. Bei Adi weiß ich, dass er mehr verdient, aber wenn Hannah mehr, dann mache ich was falsch. Man weiß ja nicht, in welche Kooperation das geht. Circa 20.000 Franken, das heißt so circa 18.000 Euro. Ich würde sagen, was war das meistbezahlte? Es war 4.000.
Ja, ich glaube, das war 4.000 Schweizer Franken. 6.000 Euro. Ja, okay, nee. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt reicht's. Ich höre auf mit Stream. Jetzt reicht's wirklich. Es reicht jetzt wirklich. Ich weiß, es ist viel Geld, aber die anderen zwei werden sicher viel höhere Zahlen sagen. Aber das war nicht nur ein Post, das waren mehrere Posts verteilt über mehrere Monate. Das heißt, es war dann auch wieder nicht so big. Der gesamte Auftrag war big, aber wenn man es runterbricht auf jeden Post, dann ist es immer noch viel, aber nicht so viel, wie wenn man würde sagen, ey, 20.000 für einen Post, so ist es nicht. Hattest du jemals etwas mit einem Influencer, das kein Zuschauer weiß? Ja, das ist in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, aber ich werde aus Sicherheitsgründen jetzt hier mal keine Namen nennen. Ich bin so gespannt auf die Antworten von den anderen, weil ich bin absolut langweilig. Ich hatte noch nie mit einem Influencer irgendwas ohne... Was soll ich sagen? Ich weiß es natürlich so ein bisschen, aber ich sag nichts. Dass es irgendjemand weiß. Nee, hatte ich nicht. Ob es Hannah war? Ich weiß es nicht. Mehrmals. Ich glaube, jeder Influencer hat schon mal was mit einem anderen Influencer gehabt. Zumindest auf irgendeiner Hausparty oder... Real Talk. Ich fand wirklich noch nie einen Influencer bzw. Influencerin irgendwie interessant oder jetzt, wo ich Bock drauf hätte, mit dieser Person zusammen zu sein. Ich bin extrem froh, dass meine Freundin jetzt nicht in diesem Social Media Dings drin ist. Irgendwie hätte ich nicht so Bock, dass meine Freundin in diesem Social Media Ding zu fest drin ist. Irgendwie bin ich froh darüber, weil wenn ich dann mal mit ihr zusammen bin, dann geht's mal ausnahmsweise mal nicht um Social Media. Und ja, also jetzt, und ich bin auch schon jetzt 5 Jahre mit meiner Freundin zusammen und ich mache YouTube zwar schon seit 8 Jahren, aber damals habe ich noch gar niemanden kennengelernt. Auf einem Influencer-Event. In dieser YouTuber, Instagramer, TikToker, Twitch-Bubble gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr Paare, als ihr euch ausmalen könnt. Das Problem ist, sobald man Influencer ist man total schnell in so einer Bubble und hat sehr viele Influencer-Freunde. Und dann ist ja logisch, dass man irgendwann früher oder später mal was mit einem Influencer hat. Hattest du schon mal Sex an einem öffentlichen Ort? An einem öffentlichen Ort? Nope. Nee, tatsächlich hatte ich noch nie Sex an einem öffentlichen Ort, weil es mich auch nicht so... Ey, aber diese scheiß Strähne hier an meinen Haaren, das regt mich so auf. Also es reizt mich auch irgendwie überhaupt nicht. Ist da jemand am Duschen? Nee. Keine Ahnung. Also, da sehe ich mich nicht drin. Nee. Ja, mein Sexleben existiert oder hat mal existiert, aber das war jetzt nicht so experimentell, dass ich etwas draußen gemacht habe. Deshalb, nee, nur langweilig drin. YouTube, Instagram, TikTok oder Twitch? Du darfst nur noch eine Plattform haben. Welche nimmst du? Sehr, sehr gute Frage, aber da gibt es das eine oder andere Problem, denn auf TikTok bin ich mit 1,7 Millionen am größten. Auf Instagram habe ich die meisten Kooperationen und verdiene eigentlich mit Instagram mein Geld. YouTube macht mir am meisten Spaß. Zurzeit YouTube, also ich finde YouTube viel lustiger. Also ich finde es viel lustiger, YouTube-Videos zu machen, aber mit TikTok habe ich angefangen. Wenn ich nur mit einer Sache weitermachen könnte, dann wäre das YouTube. Ich würde einfach so, die erste Intuition ist von mir zu sagen, Twitch. Warum Twitch? Dort habe ich die geilste Bindung zu den Leuten, bin so. Natürlich wäre es für mich jetzt in meiner Größe geldmäßig dumm, auf Twitch zu gehen. YouTube, das ist meine Herzensangelegenheit. YouTube schaue ich am längsten. YouTube mache ich tatsächlich von all diesen Plattformen am längsten. Deshalb YouTube. Du bist in meinem Herz. Ja, true, aber bei mir ist YouTube auch extrem in meinem Herzen. Ich mache YouTube schon so lange, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem Twitch sagen. Ich würde trotzdem Twitch sagen, weil ich bei Twitch diese Community-Bindung, die man hier hat, der Chat, den man hier lesen kann, also ich sage, also es sind ja wirklich nur Wichser im Chat, so ist es nicht. Aber du willst Twitch, aber streamst fast nie. Ich will wieder mehr streamen. Anne. Ich werde dich nie vergessen. Ich würde schon sagen Twitch, weil man da die beste Zuschauerbindung hat und am meisten mit den Zuschauern interagieren kann. Obwohl es jetzt bei mir finanziell nicht Sinn machen würde. Und genau darum, Senpai Anne, Stream habe ich momentan nicht so viel gestreamt, weil das ist ja jetzt mein Beruf, der Scheiß hier. Und hatte ich viel anderes Zeugs zu tun, hatte viel auch zu tun die ganze Zeit und oftmals dann am Abend keinen Bock mehr gehabt und einfach so ausgepowert gewesen, dass ich nicht mehr den Stream angehauen habe. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Drin, da, Herz, Mann. Ja, oder ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch TikTok oder Insta. Weil Insta ist ja wichtig zum Schreiben und Connecten und so.
Aber Digga, und Megalun. ich nehme YouTube. Ich danke. Insta ist wirklich, also Insta würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Insta ist wirklich die Plattform, die mich am meisten abfuckt von den dreien. Also Insta auf gar keinen Fall. Euch ganz herzlich, dass ihr bei diesem Bewegtbildvideo mitgemacht habt. Bitte verpisst euch jetzt. Noch ein kleines Geheimnis. Hannah hobelt sich gerne die Hornhaut ab und isst sie dann genüsslich zu einem Video von Adito Toro. Okay, das war's mit dem Video. Hab mich gefreut, dass ihr dabei sein habt können. Ich glaube, ich würde eher Hornhaut essen, als Sex an einem öffentlichen Ort zu haben. Ey.